Alles klar, Freunde, willkommen zurück bei Breath of the Wild. Gern uns Sonne sind wir ein bisschen besänftigt hier über die Nacht und so hinweg. Oder ist doch schön, so Mitternacht, dass gerne wieder ein bisschen zufriedener ist. Und wir haben noch ein bisschen was zu tun hier, schreinemäßig und so. Nicht schweinemäßig, sondern schreinemäßig. Ich glaube, ich bin so auch auf dem richtigen Weg. Glaube ich zumindest, und das da unten sieht sehr seltsam aus. Aha, da waren wir schon. Das ist ein anderer Schrein. Und hier bin ich offenbar auf dem perfekten Wege. So, hier geklettert wieder. Schon leicht crazy. Ja, Moment. Ich muss erstmal gucken. Hallo. Das sind ein paar von den Kieseldingern. Kennen wir eigentlich auch schon zur Genüge. Aua. Kein Gefrierschutz drauf, wa? Doof. Da müssen wir schnell ändern. Der Felsspalt zerbricht gleich, da gibt's nicht. Hey, ausgerechnet der. Jo. Kleines Problem. Hä, wie jetzt ist der hier unten? Jo, Wasser ist kalt. Heißt das, ja. Okay, muss einfach so durch, wa? Nicht anders. Ich wüsste es gerade nicht wie, weil, ja, ich friere eh. Wow! Daneben! Was soll denn damit? Wow! Na, sicher nicht. Alter, Link. Wieder zwei Hände. Oh, die Waffentasche voll, da gibt's ja nicht, hey. Ah, deswegen. Ich dachte gerade, hey, wieso habe ich plötzlich... Das konnte doch gar nicht sein. Egal. Neuer Schrein. Das heißt, hier oben fehlen nicht mehr viele. Es müsste noch irgendwie einer hier sein. Da wissen wir, da ist der mit Rivalen. Da müsste noch hier irgendwo nochmal einer sein. Oder hier. Einer von den beiden Orten. Danach müssten wir alle Schreine hier oben haben. Zumindest rein theoretisch. Ich gucke gerade mal ganz kurz auf der Karte hier. Auf der riesigen Karte. Ja, was ist denn jetzt da? Okay, da ist der. Jo, passt. Das war eine alte Karte und DLC-Schrein, aber hey. Ah, Gott sei Dank, ja, weil ich irgendwie hier... Aber hätten sonst durchkommen sollen ohne Schaden.
Ich habe das komplette Eis, aber deswegen kriege ich trotzdem Schaden auf dem Eis. Also irgendwie ist mir das nicht so ganz geheuer. Na gut, Rubin, cool. Kann man machen. Durchaus. So, nachher kommen wir wieder raus hier. Soll ich besser da raus teleportieren? Dann gehe ich zu Fuß, beziehungsweise schwimme ich schnell rüber. Ja. Die Prüfung im Eis in den Schrein zu erreichen. Ja klar, Schaden nehmen, das war die Prüfung. So. Brandgefahr. Schutzgefahren und andere Mittel, die dich vor Feuer schützen. Wäre nicht ganz doof. Da stimme ich zu. Wobei ich mich jetzt sowieso gerade frage, wenn da unten noch ein Schrein ist. Damit ich wieder rauskomme, war. Also sprich, wenn hier echt wieder ein Schrein sein soll, ich bin damals entlang geredet, habe das nicht gemerkt. Wenn hier ein Schrein sein soll, genau hier, an dem Ort. Angeblich. Ja, toll, wohl draufspringen. Dankeschön, liebes Spiel. Vorhin wollte ich nicht, wo das geklappt hat, jetzt wo ich wollte, klappt es nicht. Ja, ist kein Problem, ich habe Mifa. Das passt dann schon. Okay, ja, Dann geht's also wieder in die Richtung, weil komme ich, so wie es aussieht, hier leider nicht. Was ich mal voll vergeigt habe. Das war sehr, aber es ist noch zu kalt hier oben. Was machen die da drüben? Ich beschütze dich. Danke, Mifa. Die hat offenbar eine sehr interessante Unterhaltung, war? Alter, silberne Dinger, ey. Ah, so abgespeichert, okay. Seht ihr das? Voll krass, war. Hey, Masterschwert, cool. Masterschwert. Yeah. So. Was die oben machen, ist mir zwar, wenn ich ganz ehrlich sein soll, in der Situation ziemlich scheißegal. Ich hau einfach hier ab. Ich hab genug von der Kälte hier. Moment, da unten ist was. Könnte hier nicht sogar noch einer der sagenumwobenen Crocs sein? Hä, was ist denn hier für eine Reihenfolge? Schon ein bisschen besser. Ja, das sah doch schon so aus. Noch eine Meile Entfernung gerochen. Tschüssi. So. So, Link, dann mal ganz schnell da hoch. Falls du es in Ausdauer... Hä? Wieso rutschst du ab? Vorhin war noch kein Regen. Ja, natürlich ist... Hä? Sind wir jetzt abgesoffen? Hä, was war denn das denn jetzt? Wieso bin ich jetzt abgesoffen? Hä? Verstehe ich nicht. Ah, Ausdauer. Ja. Ganz vergessen, Link braucht die Ausdauer. Aber übrigens, wieso schneit es da unten? Beziehungsweise schneit, ja. Wieso regnet es da unten, wenn es ja eigentlich zu kalt ist? Also das Wasser ist zu kalt, trotzdem regnet es. Es schneit nicht, es regnet. Müsste doch eigentlich die Temperatur da ein bisschen hochgehen. Also ich das gerade ein bisschen falsch. Sieht auch faszinierend aus, ja, ein paar Gegner.
Das ist er doch da drüben. Moment. Da ist noch ein Spurtling. Klar, wollte ich mitnehmen, aber geht nicht. Taunbar-Tar-Schrein. Ziemlich fies versteckt. Aber ja, angeblich soll es der letzte Schrein hier sein. Also der letzte normale Schrein, wohlgemerkt. So, ja, dann noch die Rest haben wir gemacht. Da ist noch der. Nachher drüben wäre dann der noch, aber da drüben scheint auch kein Schrein mehr zu sein. Jo. Passt eigentlich noch gut. Rutscht mir die Karte runter. Mann! Wieso muss die Karte auch so groß sein, aber in das Spiel ist auch so riesig. Darum passt es ja wieder irgendwie. Wobei ich zum Glück sagen muss, dass es eine Karte ist, wo nicht die DLC-Schreine drauf sind, weil dann wäre es natürlich ein bisschen zu einfach, das ist klar. Eigentlich gehört zur Hauptstory oder soll man sich ja schon ein bisschen selber Gedanken machen dürfen. Und müssen. Oh. Ein bisschen Mechanik. Daunbar-Tar. Beharrlichkeit. Ich wollte gerade nachgucken, ob ich einen Fehler gemacht habe, sogar noch einen zweiten an. Okay. Also, das war jetzt Glück, dass der zweite noch, beziehungsweise, ich dachte schon, hätte was falsch gemacht und so, weil noch in der Starre, deswegen war ich jetzt ein bisschen verwundert, weil mit einmal, okay, war vielleicht zu wenig Schwung oder so, keine Ahnung. Das müssen 2 sein, wenn es funktioniert. So, das ist bereits der Spaßvogel. Okay, ich meine, da hinten ist okay. Da ist so etwas. Mal gucken, was kann ich Ihnen machen, wa? Kann die Kugel anhalten? Und wenn ich hier drauf gehe, was passiert dann? Mir zu leicht, okay. Ja, verstehe ich ja. Okay, das geht nicht. Das heißt, ich muss die Kugel irgendwie nach vorne schubsen. Ja, natürlich nicht mehr die Superwaffen. Ja, haben natürlich 2 große Eisschwerter. Ritter Zweihänder, komm. Du gehst irgendwie im falschen Ort, Kumpel. So, jetzt kommt schon das erste Großschwert. Oh Gott, hey, gut, das ist natürlich ein Elektro-Großschwert, hat noch ein bisschen mehr Power drauf. Das hat dafür Haltbarkeit. Der Zweihänder ist zwar auch stark, kann ich mal das Großschwert weg. So. Jetzt nur die Frage, brauche ich die Kugel auch für da drüben? Weil, meine einreisen würde schon. Nee, idiotisch, wir kriegen die da hier raus, geht ja gar nicht. Das geht doch nicht. Die gehen nicht kaputt oder was? Scheinbar nicht. Ich meine, kann es mal versuchen. So. Ja doch. Hat das sich überhaupt... Fangen Sie jetzt bewegt oder muss ich mehrere nehmen? Kann es also auch sein, dass einer gar nicht reicht. Ja.
Mann, wieso gehst du immer... Link, geh mal geradeaus. Nein! Ja, also, damit ich nicht richtig ziehen kann, das ist schon... Ich meine, ich hätte noch eine andere Idee. Boah, da geht natürlich... Mann, Link! Wie kann man so beschissen... Okay, jetzt mach's anders. Komm. Weil ganz ehrlich, rein theoretisch, wenn genug Bombenpfeile drauf schmeißen, müsste ja auch fallen. Oh, weil die falsche Richtung war. Ja, so war es sicher nicht geplant. Ja, natürlich ist sie einfach weg. Psst. Okay. Kann ich vielleicht irgendwie einen Auftrag bezahlen, weil wir das gleiche da drüben machen? So rein theoretisch. Würde mich auch wundern. Obwohl, ich meine, was man natürlich machen könnte, was... daran, das irgendwie drauf zu schmeißen. Ah, die Platte ist halt weg. Wenn ich genug Kraft von oben hätte. Nee. Ja, toll, was jetzt? Ist die Platte weg? Was soll ich jetzt machen? Magnetisch sieht nicht, kann ich ihn irgendwie nach rübertragen und so. Gut, ich kann mal ganz kurz runterfallen, wa? Ich spawn ja neu, vielleicht tut die Platte auch. Nö. Dann ist das euer fucking Ernst, wa? Ist aber schon ziemlich doof gemacht, wie ich finde. Eine andere Option. Ja, aber geht halt, erstmal sind sie viel zu leid. Ich hatte gerade die irgendwie da aufzuschmeißen, aber. Nee, kann ich auch vergessen. Moment mal ganz kurz, Leute. Gucken wir ganz kurz nach, hä? Sind sie halt doch Wunder. Donbatal. Ja, ich hätte es genauso machen müssen. Die Platte drauf und so, sprich mit dem Fässern drauf. Ich habe alles richtig gemacht, aber ja, wenn die Platte halt runterfällt, nicht mehr nachspawnt, ich meine, sorry, aber ja, was soll denn da machen? Das ist ein bisschen doof gelöst, weil sorry, die Platte kann immer runterfallen. Und dann, ja, Prüfung nicht geschafft, müssen da raus, da reingehen und überhaupt dann nachspawnen ist die ganz andere Frage. Also, ja, weiß auch nicht. Ich mache es jetzt so, wir machen es nochmal ganz kurz einmal zusammen. Wenn es nicht klappt, dann mache ich es halt offscreen und zeige auf den Erfolg, sobald es geklappt hat. Fertig. Weil sonst dauert das viel zu lange. Wie gesagt, finde ich jetzt die Prüfung ein bisschen doof gemacht, weil ich muss die Option haben, meine Fehler korrigieren zu können. Und zwar außer, dass ich das Level verlassen muss. Tja, und die Platte, die ist ja trotz allem runtergefallen. Was aber interessant ist, was ich gerade nachgelesen habe, man soll nicht mit den Bombenfallen auf die Schalter
ja, drauf schießen, das sollte eigentlich anders gehen. Eben halt mit den Fässern hätte ich das machen müssen. Beim ersten. So. Dann wird versperrt, ist klar. Hier ist eh kein Problem, dass funktioniert. Das dürfte allen klar sein. Okay, was ist jetzt passiert? Ja, toll. Jetzt gibt es gleich Stau. Ach, um Gottes Willen, das darf wohl nicht wahr sein. So, Dankeschön, geht doch. Alter, wie beschissen. Das Staatsmodul braucht eine halbe Ewigkeit, um Gottes Willen, ey. So. So, komm jetzt aber. Stell mir gerade echt an wie der erste Mensch. Das kann doch nicht sein, ey. Was ist los? Gottfried, stürzen wir mal. Los in der Schweizerdeutsch rum. Jetzt mach doch mal hin hier. So, geht doch. Dankeschön. Wie das erste Mal nicht geklappt hat, kein Schimmer. Also, was er hier machen muss, ist ja klar. Und was wir halt gerade gefragt habe, geht es ja vielleicht einfach sonst mit Bomben, Pfeilen? Ich meine, ich muss ja eigentlich nur in die Mitte schießen, wa? So. Leute, wenn ihr Bombenpfeile habt, wenn ihr oben seid, ziemlich sicher der Fall ist, macht's lieber so. Geht einfach an den Scheißfässern, ey. Vor allem, weil Link immer kreuz und quer schießt und... Genau. Versteht ihr mich? Gut. Jo, das heißt, haben wir jetzt endlich auch geschafft. Dann noch ganz kurz Rivalis letzten Schrein noch irgendwie aktivieren hier. Machen wir dann halt erst in der nächsten Folge. Am besten gleich 3 hintereinander, damit wir die alle 3 haben. Und dann vermute ich Ihnen noch das mit Tabula Rasa als grünen Abschluss, bevor wir uns dann... Oder machen wir es nach, mal gucken. Bevor wir dann ja, uns zum Windfluch Galons aufmachen, sprich, ja. Rivalis-Prüfung abschließen. 97 Schreine, geil. 3 Stück fehlen noch. Und es sind weiß, also wo noch 3 Stück sind, weiß und mit 100 sind. Dann wären es noch 20 übrige. Das könnte dauern. So, ich bin plötzlich in einer Art Wüste, wa? Ist eigentlich auch interessant. Man muss hier rüber. Ne, war Quatsch. Bin ja schon hier. Man muss da hoch. Also wir erinnern uns an Rivalis Worte hier bezüglich ein Ding, der letzte Prüfung in 3, ja. Ein Horn des Drachen aus Feuer zu durchbohren und zu fassen. Klingt relativ eindeutig, was er machen muss. Ach, das ist hoch hier. So, das ist noch ein Spurtling. Nehmen wir natürlich direkt mal mit. Zack. Und dann direkt noch Rivalis letzter Flug für heute, so wie es aussieht. Alter.
Ja, wie gerade erwähnt, es ist ziemlich hoch. Manchmal ein bisschen zu hoch. Ich muss mir also nachhelfen, da gibt's noch nicht. Hey, haben wir noch irgendwo ein bisschen Ausdauer und so. Und natürlich auch ein bisschen Herzenfit, das will ich nicht. Und den hier, komm. Und dann vielleicht auch, wenn es relativ kalt ist, damit ich schneller klettern kann. Wobei, bringt eigentlich nicht sehr viel, wenn wir ganz ehrlich sind. Schneller klettern, ja, heißt auch mehr Ausdauer brauchen. Ja, ja, ich sehe es kaum, das ist da einfach... Hat irgendwo noch so Dinge, wo ich direkt zu mir nehmen kann, ein bisschen schneller zu werden? Schneller auf die Ausdauer aufzufüllen natürlich. Ich glaube ja weniger, hä? Das sind die, das ist also... Ja, komm. Alter, wie hoch das ist doch pervers. Oh. Eine kleine Truhe. Jo, nehme ich gerne. Was ist mit dem Feuerdrachen sein, so war mich gerade. Ich müsste langsam aber sicher da sein. Ah, guck mal einen an. Zerbrich gleich, ja, soll er halt. Soll er doch, Mann! So. Da hätten wir das Feuer. Hä? Okay, sogar ein ohne Krieger. Was muss ich jetzt machen? Woche stehen ist öde. Ja, sehe ich ein. Du bist es. Was machst du denn hier? Ein Drachenzahn, der hier gelegentlich erscheint. Das ist noch aufzusehen, was anfallen könnte. Ist wohl das, wa? Also zu durchbohren und zu fassen ist wohl gar nicht schlecht. Bei Nacht, ja, Nacht haben wir gleich. Was sagt die Zeit? Ja, komm, scheiß drauf. Ich sehe die letzte Folge für heute. Also für meine Aufnahmesession. Bis abends. Jetzt würde ich jetzt fragen, was ist Abend? 20 Uhr? Ist eigentlich Abend. Aber ist natürlich noch nicht die Nacht. Ja, mit zu warten war. Warte mal, ich wollte sagen, den kenne ich doch. Ja, natürlich, ich habe schon öfters mal einen Drachen gesehen. Da oben waren wir schon ein paar Mal. Ja, genau, das hier. Ja, stimmt, da ist der Drache schon ein paar Mal gewesen. Ich weiß auch, dass der von da oben jeweils kommt. Wie er erscheint, mal sehen. Da doch ist immer bei Nacht. Entschuldigung. Bei Nacht. Ich überlege halt gerade. Hätte ich nicht sogar jetzt noch ein bisschen Zeit, aber wobei, wenn man wieder so schnell hin war. Gut, hier zwar. Oder warten wir noch kurz? Die Frage ist ja auch, wo trifft den Drachen eigentlich am besten? Was? Letztes Mal habe ich ihn, glaube ich, schon hier getroffen.
Nein, zumindest in der Theorie hätte ich ihn getroffen. Nee, ich habe ihn sogar getroffen, erinnere mich wieder, ich habe ihn getroffen. Ah, Krog ist ja auch noch, schön. Jetzt so eine Waffe, also was sonst noch? Elektroschwert, Wächterlanze. Ja, komm. Oh, Regen, schön. Jo, Regen. Nein! Nicht so tief. Oh, scheiße. So, kommt ihr mal? Wieso muss es ausgerechnet jetzt pissen? Ganz ehrlich. Ja, teilweise habe ich das Gefühl, das Spiel hasst mich. Landweg nach oben nehmen? Nee. Warten, bis der Rival wieder regeneriert, das wäre eine Option. Ja, ich weiß. Muss entweder unten oder oben hier sein, ich schätze mal eher oben. Ist Regen vielleicht auch ein Anzeichen dafür, dass der Drache kommt? Oder nochmal so eine, vermutlich eine Truhe? Wobei es eigentlich schon ein bisschen unfair ist, ja, weil ja, wir hatten in der Hauptstory oder im Verlauf des normalen Let's Plays haben den Drachen schon mal getroffen, in den Feuerdrach. Wir haben auch schon mal einen Song geschossen, glaube ich zumindest. Dass das damals nicht hier übertragen wurde oder gezählt wurde. Naja, so kommt der mal oder was? Sonst dauert die Folge noch viel, viel länger. Ah, da kommt er. Und da sieht sie noch angriffslustig aus. Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Eldra. Nicht schon wieder. Ah, der ist wieder hier. Rivalis Sturm ist bereit. Danke, Rivali. Nein, ich wollte gerade was anderes machen. Schwein gehabt. Muss schnell darüber. Hallo, schöner Drache. Lange nicht mehr gesehen, wa? Ja, ich dachte mir eben schon, weil man... Ja, man kann es ja auch ohne DLC quasi das Horn treffen, was passiert dann, aber war klar, sobald halt leuchtet. Dann hat man es geschafft. So, aber ganz ehrlich, ich hätte gerne noch was von dir. Da vorne ist es! Na! Eldra Hornsplitter! Yo, Da haben wir den Krog schon. Krass. So, wo ist der Schrein? Hä? Der ist hier unten? Ja, warte mal. Hä, der ist da oben oder was? Warte mal, stimmt, es war jetzt nur noch grün, war da, wo er erschienen ist. Scheiße. Okay, Moment, wir haben es gleich,
Eigentlich eine beste Position hier, wo ich stehen kann. Kann ich hier kurz stehen? Muss reichen. Dann mach es von hier aus, komm. Der ist... Ja, der ist vielleicht zu weit unten, war. Von hier aus, komm. Schnell übergleiten, Schrein aktivieren, ein paar beenden, nächstes Mal geht's weiter. Puh, alter Schwede. Obwohl ich ja echt eigentlich dachte, dass der Schrein auf der anderen Seite sein müsste. Sah zumindest laut den Steintafeln so aus. Naja. Manura-Schrein. So. Oh, bin ich da hier unten. Hallo, Link, halt dich fest. Meine Güte. Dass er manchmal einfach nicht festhält. So. Also er schien ja ein ziemlich grünen Bereich. Sag jetzt mal. Ist gerade ein bisschen sehr dunkel geworden, wenn man das so sagen darf. Ja, hier schon wieder. Tschüss, daneben. Penner. Jetzt kommen die auch noch. Aber nicht irgendwo so eine Supermaske, die mir vor allem Bösen schützen sollte? So. Klappt aber nicht so, wie es sollte. Warte, schon wieder. Wo ist denn der Kackschrein jetzt? Mann, Link, spring doch mal. Ah, da unten ist er. Ja, da unten ist er. Gott sei Dank. Wir haben ihn, Freunde, wir haben ihn. Da könnte noch ein kleiner Krog versteckt sein. Nö. Es ist überall nur noch Crocs. Und es regnet. Regen und Crocs, alles miteinander, alles zusammen, gibt's ja wohl nicht. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Schrein aktivieren. Nächste Folge machen wir also alle 3 Schreine für Rivalis Prüfung. Dann gucken, ob direkt noch Prüfung auch direkt abschließen oder ob wir das dann sagen, nö. Da werden es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten und vielleicht doch erstmal noch die Quest hier abschließen auf Expansionskurs, mal gucken. Und nachher, wenn das Rivali auch durch ist, ein bisschen Ex-Dinger, da Mütze des Händlers, blaues Winkgewand, Helm, Rüsten des Bösen. Dann wird es langsam sicher eine Zeit, entweder halt den Rest des Schein noch abzuklappern, vor allem im Pharaonengebiet, oder aber die Prüfung des Schwertes anzugehen. Oh Mann, oh Mann. Bis dahin, ciao zusammen. Mal ganz kurz. Doch, Markierung ist verschwunden. Perfekt. Cool. Tschüss.